Wenn man mir ein Stöckchen wirft, dann rufen die Leute immer Vivaldi Brings. Aber heute rufen alle Peter Brings. Jetzt bei Zimmer frei. Und hier kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Bonsoir, mes amis, mesdames, messieurs, herzlich willkommen. Bienvenue, welcome. Willkommen zu Zimmerfrei, meine Damen und Herren. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast heute Abend ist ein toller Musiker, ein toller Sänger. Er hat einer wunderbaren Band seinen Namen gegeben und er ist ein kölsches Markenzeichen. Und er ist nur unwesentlich jünger als wir, aber wiegt maximal ein Viertel von mir. Nach diesem kleinen Gedicht heiße ich willkommen. Unser Gast bei Zimmerfrei, Peter Brings. Alles wird gut. Peter, willkommen. Danke. Peter Brings, meine Damen und Herren. Hallo. Peter hat gesagt hinter der Bühne, ich trinke alles, was er mir hinstellt. Ja, aber dass du auch das isst, was wir dir hinstellen, ich danke dir besonders für das, was du bestellt hast. Eine rheinische Spezialität. Mhm. Ja, ich liebe das. Also meine Schwiegermutter macht den besten Sauerbraten der Welt. Und wenn es den da gibt, dann kann man gar nicht aufhören zu essen. Wahnsinn, dass wir hier Sauerbraten Macht sie kriegen. vom Pferd? Nee, vom Pferd nicht. Also ich glaube, es gibt auch nicht mehr viele. Keine Pferde mehr. Der Pferde gibt es ja noch, aber Pferdemetzgereien gibt es nicht. Es gab bei uns in Ehrenfeld gab's noch eine, aber da sind sie dann nicht so. Hunde Aber es und gibt Pferde eine hört dann der Kneipe Spaß hier auf. in Köln, da kannst du noch rheinischen Sauerbraten mit Pferd essen. Ich habe das noch nie vom Pferd gegessen. Ich kenne das nur vom Wir hatten Rind. schon Jürgen von der Lippe, als er mal bei uns war, brachte Der er wollte vom Sauerbraten Pferd, vom ja. Pferd. Das war sehr lecker. Also es Ja? hatte so, ja, es war, man galoppierte so durchs Essen. Das war köstlich. Zum Wohl, herzlich dein willkommen. Prost, ja. Prost. Götzi, schön, dass du auch kommen konntest. Ich hatte gerade Zeit. Das fängt ja schon so Guten an. Appetit. Ne? Ja, guten Appetit. Guten Appetit. Wir haben einen sehr guten Kollegen mal auf die Straße geschickt, Ja. dass er die Leute mal fragt. Der fände es bestimmt super, wenn wir Sauerbraten vom Pferd essen würden. Sie müssen lachen, das war ganz gut. Sie wissen ja noch nicht, warum. Die Auflösung des Witzes erfolgt jetzt. Mein Name ist Horst Ferdinand. Ich bin ein altes Zirkuspferd und ich bring's. Also ich bring's dem Brings bei. Wer ist der Brings? Das wollen wir jetzt wissen. Als Kölner muss man den ja wohl kennen. Ja, ne? Sänger einer kölschen Rockband. Ja, Im Karneval ganz hervorragend. ja, Da ja. brennt die Hütte. Von der Damensitzung. Das ist doch keine Dame. Nein, da tritt er aber auf mit seiner Gruppe. Ah, wie heißt die Band? Brings. Ja, und wie heißt die Band? Brings. Und wie heißt die Band? Immer noch Brings. Und wie heißt er? Immer noch Brings. Ja, was ist so ein cooles Lied von denen? Super geile Zick. Super Jale Zick. Nee, was war das noch früher? Ne, super, ja, das Er ist sehr nett, Ja, der kann gut singen ja. und er ist Kölner. So jemand hat keine schlechten Eigenschaften. Nee, er ist Kölner durch und solche Leute haben keine schlechten Eigenschaften. Der Kölner an sich hat keine schlechten Eigenschaften. Damit wissen wir es. Herzlichen Dank. Ja, bitte. So ist es. Der Kölner hat keine schlechten Eigenschaften. Und das teilt er natürlich mit dem Westfalen, mit den Bayern, mit den Ostfriesen, den Nordfriesen, Aber ist das den nicht toll, Thüringern, mit welcher den Sachsen, Inbrunst sich ein Kölner den hinstellt und sagt, Sachsen-Anhaltinern, wir haben keine schlechten Eigenschaften, oder? Ich habe auch direkt gesagt, das ist ein Spruch für das Poesiealbum. Niedersachsen, Hast du noch ein paar, sind 16. den Sauerländern. Ist es eigentlich eine schlechte Eigenschaft, du sagst, wenn man dich warten lässt, wirst du irre? Ja. Was passiert, wenn man dich warten lässt? Also ich bin jemand, der immer eine halbe Stunde vorher da ist, weil ich das einfach total unhöflich finde, jemanden warten zu lassen. Und das ist so tote Zeit und man hat so wenig Zeit, das Leben ist zu kurz. Zum Warten ist es auf jeden Fall zu kurz. Und in unserem Job, ich habe mal in der Biografie von den Rolling Stones gelesen, da waren die so 30 Jahre unterwegs. Da hat der Bill Wyman gesagt, davon hätte er 15 Jahre auf irgendwas gewartet. Auf ein Flugzeug, auf einen Auftritt, auf einen Manager. Man wartet ja ständig als Musiker. Das kennst du, du wartest immer auf irgendwas. Und ich hasse warten. Am längsten wartet man auf einen Erfolg. Ja, das ist wohl auch wahr. Aber wie reagierst du denn, also wenn du spielst und es dauert länger, also hinter der Bühne länger, als du es geplant hast? Wirst du sauer oder
Was machst du? Nee, aber ich werde nicht sauer. Ich bin es ja mittlerweile gewohnt. Es ist einfach so, das ist so langweilig. Mittlerweile hat man ja genug Technik mit unterwegs, wo man dann irgendwas gucken kann. Und wenn wir zusammen sind, haben wir immer irgendwie ein paar Instrumente bei. Und am besten ist die Zeit zu überbrücken, Musik zu machen. Das kann man ja überall, wenn du Akkordeon, Mandoline oder was bei hast. Und wir haben ja auch immer was zu tun. Dann wird meistens Musik gemacht. Irgendwie, ne? Dein schönstes Kindheitserlebnis, die erste Gitarre, wie alt warst du da? 10 Jahre alt. Hast du die gewünscht oder hat dich dein Papa einfach damit überrascht? Nee, ich habe mir die gewünscht. Und ich habe eine Kindergitarre bekommen, so eine kleine. Und da war ich super beleidigt und habe da auch nie drauf gespielt. Ich habe immer auf der großen von meinem Vater. Und so eine E-Gitarre, oder? Nee, nee, das war eine Akustikgitarre. Aber es gibt so, die haben halt eine kürzere Mensur, für Kinder halt, eine Gitarre. Und ich habe schon angefangen, Gitarre so zu üben, immer auf der Gitarre von meinem Vater. Und ich durfte auch, wenn ich dann gut mit der Gitarre umgegangen bin, die Instrumente vom Alten benutzen. Und muss man sagen, dein Vater war ein ganz berühmter Liedermacher hier in Köln. Kann man, Liedermacher ist ein blödes Wort. Der lebt ja noch, der war das ja nicht. Ja, der ist aber ja das, das weiß ich, aber spielt er auch noch? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Das ist doch kein Problem. Und, Sag ihm herzlichen Gruß, es tät mir unglaublich leid. ja, ist doch schon okay. Und ich habe also immer am liebsten auf seiner Gitarre gespielt. Die hat besser geklungen und ist halt bei Kindern so. Ich fand, da war ich auch immer stolz, wenn ich die Instrumente von ihm benutzen durfte. Aber das ist zum Beispiel, da war ich als Pianist in einer fantastischen Situation. Wenn man Geige lernte oder Cello, da gab es immer so Kinderversionen, Dreiviertelgeige und also die Verkleinerung für Gitarren und so. Nur Pianisten, die mögen noch so schmächtig und mickrig sein. Die sitzen an diesem Monster Steinway, also die kommen mit der Nasenspitze gerade bis zum Oberrand der weißen Tasten und müssen dann schon für Elise spielen. Und einerseits sind sie erwachsener, weil sie am großen Instrument sitzen. Andererseits aber wirken sie besonders knuffig, weil sie so verloren gehen vor den schwarzen und weißen Tasten. Und ich glaube, dass der Taschengeld-Oma-Faktor für kleine Pianisten deutlich höher ist aufgrund dieses Mitleidseffektes. Den sie Ich habe das falsche Instrument gelernt. Ja. In jedem Fall. Aber wie kann einer, der zweimal eine 6 in Musik hat, wie kann der so eine Liebe zur Musik empfinden? Was hat nicht gestimmt, die Lehrer? Ja, scheiß Musiklehrer. Ja, ne? Ja, ja, und auch Kackmaterial. Also man musste da immer irgendwas singen. Ich habe Musik immer geliebt, wenn ich, wenn ich was spielen durfte, was mich interessiert hat. Und mein Vater, der war zum Beispiel immer so drauf, der hat dann gesagt, was willst du denn gerne lernen? Dann habe ich gesagt, ja, so eine Lindenberg-Nummer oder ein Beatles-Stück. Und dann hat er mir das beigebracht, was ich lernen wollte. Und im Musikunterricht musste man immer irgendwas lernen, was ich nicht lernen wollte. Und da war dann auch die Freude schnell vorbei. Du bist riesengroßer nicht riesengroß, du bist ein großer Lindenberg, Ja, total. Udo Lindenberg. Dein Traum ist gern, mit Udo Lindenberg mal zu singen. Hast du da an dem Traum schon mal rumgearbeitet? Also, dass du... Ja, schon öfters. Wir haben ja vor 2 Jahren unser Jubiläum gespielt und haben hier im Fußballstadion gespielt. Und da haben wir ihn versucht einzuladen. Das war aber leider, oder ist wohl in diese Zeit gekommen, wo sein Comeback gestartet worden ist. Und da hat das nicht funktioniert. Und ich glaube, so sieht es bei ihm auch aus. Ne? Ich glaube, die sind auch festgeklebt. Das ist geil. Oder willst du sagen, dass mein Comeback auch nicht funktioniert hat? So, Das wollte ich hier jetzt haben wir nicht sagen. Christines Lindenberg. Lindenberg ist ein willkommenes Stichwort. Ja. Christine, würdest du dich verlindenbergisieren? Und auch für dich, Peter, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich muss eine andere Brille anziehen. Ja, so geht's auch. Aber du solltest eine Brille tragen, mit der du etwas lesen kannst. Denn, meine Damen und Herren, wir Ja, dann werden lass jetzt die einen an. kleinen Kölschen Lindenberg-Contest machen. Das geht wie folgt. Wir werden die Texte berühmter Kölscher Lieder benutzen, Ja. um sie zu unsterblichen Lindenbergschen Melodien zu singen. Und begleiten wird uns dabei das einzigartige, das beste, das großartigste Orchester der Welt, nämlich das Original Zimmerfrei Kurorchester. Da ist es schon, meine Herren, herzlich willkommen. Ja, alles klar? Gut. Und Peter, das ist unser Zimmerfrei Gefühlsrad. Da kannst du also sehen, Sonderzug nach Pankow, Rudi Ratlos, hinterm Horizont. Ja. Ein Herz kann man nicht reparieren, Cello, mein Ding und so weiter. Eine komplizierte Geschichte, deshalb brauchen wir jemanden, der die Fäden in der Hand hält. Nein, wir brauchen jemanden, die Fäden in der Hand hält. Bitte begrüßen Sie unsere entzückende Assistentin Nina! So. Und Peter, falls der Hergang des Spiels noch nicht klar ist, den Anfang macht unsere gute Freundin Christine Westermann. Okay. Das ist aber fast ohne Mogel, ne?
Sonderzug nach Pankow auf Melosse de Dom. In Köln, denn dort gehört er hin. Das hätte doch keinen Sinn. Melosse de Dom in Köln, denn da ist het so Bus. Und ob singen alle Platz. Ha! Rudi ratlos, ich werd verrückt. Aber auf Viva Colonia. Oh, großer Gott. Darf ich das abnehmen, sonst sehe ich einfach nichts. Vielleicht ist besser, Das ich sieht sehe gut nichts. aus. Dann sieht mich auch keiner. Da sind wir dabei, das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe, die Lust. Wir glauben an den lieben Gott und haben immer Durst. Bist du die eine? Da sind wir dabei, das ist prima. Prima, Viva Colonia. Wir glauben an den lieben Gott. Und haben auch immer Durst. Prost. Ja, genau. Alles muss drehen. Okay. Hinterm Horizont geht's weiter. Auf Supergeile Zick. Okay. Moment, langsam. Ne, was war das dann früher? Ein super geile Zick. Mit Tronne in Menge Augen. Lu ich manchmal zurück, bin ich hück ob der Roll. Gleich man nur noch halb so doll. Doch rück nach, weiß ich nicht, wie das Ende soll. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das großartige, das einmalige, das wundervolle Zimmerfrei Kurorchester. Gerd Bracht, Matthias Leib und Markus Passig, die drei besten Musiker der Welt, gar keine Frage. Und unsere entzückende, reizende Nina. Das ist unglaublich schwer, finde ich, oder? Also für einen Musiker wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe jetzt auch nicht so richtig durchgeblickt. Ich habe gesagt, sing einfach mal los. Aber ja, ist schon gewöhnungsbedürftig, ja. Unser Kollege Lutz van der Horst, den habt ihr ins Haus gelassen, ohne zu wissen, worauf ihr euch einlasst. Der war zu Hause bei euch und hat deinen Bruder getroffen, deinen Bruder Stefan, und der hat so ein bisschen was erzählt. Ich bin hier im Garten von Peter Brings und neben mir hüpft sein Bruder Stefan. Und hier bereitet sich der Peter dann auf die Auftritte vor, oder wie Stage-Diving, Schunkeln. Ja, so ein bisschen auch, immer mit seiner kleinen Tochter. Und ja, Stage-Diving ist das so eine Nummer, das kann er ja gut üben. Als wir vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren haben wir das mal gemacht, Stage-Diving im Wuppertal Haus der Jugend. Und Peter springt in die Menge und die Menge teilt sich. Das war hart. Aber Peter ist auf dem Boden. Ja, Peter ist wieder auf die Bühne und nochmal, und dann haben sie es verstanden. Die Wuppertaler halt, ne? 2 Anläufe. Die brauchen immer ein bisschen länger. Oh Gott! Hebt ihr das wirklich hoch oder ist das nur so schwer, weil das Fernsehen heute da ist? Ich befürchte, der hebt das echt hoch. Das sieht gar nicht so aus, ne? Nee. Nee, der hebt das hoch. Der macht das seit einiger Zeit. Und der hat uns auch erzählt, dass der hat sich das nicht einfach gekauft, hier hingestellt, sondern hat sich auch von einem Trainer genau erklären lassen, was er machen muss, um zum Beispiel den Rücken zu stärken. Da hat der Peter mal fiese Probleme gehabt. Das hat ihm echt zu schaffen gemacht. Und seit er hier seine Muckibude hat, ist er voll fit wieder. Aha. Also würdest du sagen, er ist ein eitler Typ eigentlich? Oder?
Ja, muss ja aber auch sein. Ich glaube, also als Sänger von einer Band, und wir stehen ja permanent auf der Bühne, wir machen ja nicht eine Tour und dann 2 Jahre nichts, wir spielen ja quasi jedes Wochenende. Und als Sänger kommst du raus und alle Blicke sind auf dir. Da finde ich schon gut, wenn der eitel ist. Das tut der Band gut. Und deswegen will ich jetzt mal sehen, wie er sich ernährt. Wir gucken uns mal seinen Kühlschrank an, oder? Bin ich mal gespannt. Ich auch. So. Ja, nach dem Inhalt des Kühlschranks zu urteilen, ernährt sich der Peter hauptsächlich von Soßen, oder? Kann das sein? Sieht so aus, aber Ja. das ist noch vom Grillen. Das muss Ach so, man, ich glaube, okay. das kann jetzt mal weg. Alles klar, machen wir wieder zu. Und wir gucken uns mal die Kinderfotos hier an. Ja? So, da bist du und das hier, das ist der Peter, richtig? Richtig, genau. Ich stehe neben Peter. Peter hält mich an der Hand. Was sind das für Unterhosen? Ja, beim Peter sieht man es sehr gut. Die sind gestrickt von meiner Oma und die haben gekratzt. Da kannst du dir nicht vorstellen. Aber meine Oma wollte immer, dass wir schön warm eingepackt sind. Ja. Jetzt bist du der jüngere Bruder, da gibt es ja nur 2 Möglichkeiten. Hat er dich beschützt oder hat er dich verprügelt? Nee, der hat mich beschützt. Das war, als Kind hatte ich eine ganz dicke Brille. Ja. Ich war weitsichtig, über 5 Dioptrien. Also ich hatte wirklich Glasbausteine im Gesicht und bin natürlich sehr geärgert worden, so Brillenschlange, ey, guck mal, der Honk und so. Ja. Und dann kam mein Bruder immer von hinten und gesagt, was ist, Jungs? Und dann hat er ausgeteilt. Er hat mich immer beschützt. Ehrlich? Ja. Und wer war der beliebtere von euch beiden? Ja, das war auch geklärt. Die Hackordnung war geklärt. Bei uns war das so, wenn Kinder geklingelt haben, um uns zum Spielen abzuholen, hat meine Mama dann aufgemacht und dann haben die immer gesagt, ist der Peter da? Meine Mutter, nö. Dann haben die kurz nachgedacht, ist der Stefan da? Die zweite Wahl. Mensch, na gut. Dann in dem Sinne würde ich sagen, auch zurück ins Studio. Und die Frage, ist der Peter da? Der Peter ist da, meine Damen und Herren. Und wir sind auch da, wir sind das Zimmer frei. Mit unserem heutigen Gast, Peter Brings. Ändert sich dieses Verhältnis mal, Peter, oder ist es immer noch der jüngere Bruder? Nee, das hat sich total gedreht. Also ich würde auch mittlerweile sagen, den Schönheitswettbewerb gewinnt mittlerweile mein Bruder. Das Wegen der Haare, oder was? Ja, wegen der Haare und so. Und er ist ja auch ein netter Kerl. Und das ist auch, wir sind nur ein Jahr auseinander. Also das hat sich dann, es hat sich aber auch der Job in der Band gedreht. Ich bin zwar derjenige, der das verkauft, aber der Chef in der Band ist der Stefan. Das ist eine ganz klare Sache. Entscheidungen, also viele Sachen so, was die rheinische Mentalität angeht und wie der Rheinländer so funktioniert, ist der Stefan oft viel näher dran. Und ja, Bei Auseinandersetzung, ihr seid zu 4 in der Band, wer hat das letzte Wort? Also Auseinandersetzung, nee, das kann man, also das ist schon mehrheitlich. Wir sind ja auch so erzogen worden, also das schon, also da wird schon abgestimmt, das kann man schon sagen. Aber Stefans Wort hat ein großes Gewicht in der Band, eine ganz klare Sache. Wenn du ihn beschützt hast, wer hat dich beschützt? Der liebe J. Und meine Mom. Und deine Mama, genau. 2 wichtige Größen in seinem Leben. Ja, die letztere war dann die wichtigere, meine Mutter auf jeden Fall. Ja. Wir kommen da später noch im Zimmer ein bisschen auf deine Mutter, weil die einen grandiosen Satz gesagt hat. Aber den lasse ich jetzt erstmal weg. Die ersten, wann haben denn die Leute so anfüttern und dann die sollen nicht zu diesem Krimi umschalten, der jetzt gerade im Kinder nicht umschalten. Es gibt noch andere Programme, das wisst ihr aber nicht. Wann haben denn die ersten Mädchen geklingelt? Ich hatte meine erste Freundin, oder sagen wir mal so, ich hatte erst mal Sex mit 14. Ich weiß noch genau, bei einem Campingausflug, wir sind immer nach Altenberg gefahren und haben da... Im Dom, oder? Nee, nicht im Dom, wir sind da in den Wald gefahren und haben da gecampt und da habe ich meine erste Freundin mitgenommen. Und Super Satz von dir, mit der Gitarre kriegt man alle. Ja, in den Schlafsack. Kriegt man die immer noch? Kriegst du die immer noch? Ich sag jetzt mal so, ich könnte mir das im Moment nicht mehr leisten. Ich habe 3 Kinder, bin verheiratet. Das wird teuer werden auf die Dauer. Ne? Ja. Also Endlich ein Argument, ne? Genau, endlich ein Argument, nein Kriegt zu man mit sagen. Klavier auch alle? Nein, nicht so wie mit Gitarre. Also das war ganz klar. Mit Klavier ist so schwer mitzunehmen. Ne? Klavier ist schwer mitzunehmen. Und Klavier, weißt du, Pianisten sind, guck mal, das sind so schlanke, langhaarige Rock'n'Roller gewesen. Wir waren so irgendwie moppelige, pickelige Brillenträger, die für Elise gespielt Aber haben. ich kenne auch gut aussehende Pianisten. Ja, also ich 19. kenne keinen, der besser aussieht als... Man ist immer wieder erstaunt, Peter, wenn man so die Anfangsjahre von dir liest, also Pubertät. Du hast ja volles Programm abgezogen mit, also Mädchen, finde ich, gehört absolut dazu, aber du hast nichts ausgelassen, gekifft und ordentlich auch getrunken oder so. Und dein Vater und deine Eltern haben das relativ gelassen gesehen.
Ja, ich habe ja Glück gehabt. Ich habe ja so klassische 68er-Eltern gehabt. Also die haben auch Ho Chi Minh geschrien und sind so. Das war auch die Generation der Leute, die mehr oder weniger 2 Weltkriege hinter sich hatten. Und das waren die ersten Kinder, die so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen haben. Und dementsprechend haben die auch Gas gegeben, was ich heute gut verstehen kann. Ich bin ja mittlerweile selber Vater von 3 Kindern. Das wollte ich gerade fragen. Was machst du denn mit deinen Kindern, wenn die mal so werden, wie der Papa früher war? Ich habe im Moment mit meinem Sohn heftige Auseinandersetzungen. Genau, da tut es ein bisschen leid, dass du so ein Draufgänger warst, oder nicht? Ich verstehe meine Eltern heute ein bisschen besser. Das ist ja vor allem so, dass die revoltierende Generation da immer auch bleibt, dass ihnen der Generationskonflikt mit der nächsten Generation erspart bleibt. Ja. Weil sie ja religionsartig sozusagen die ultimative Wahrheit haben. Aber natürlich sucht sich die nachfolgende Generation auch trotzdem wieder die eigene Wahrheit. Und dann steht der Alt-68er Vater fassungslos da und denkt sich, das war so nicht vorgesehen. Und so stehe ich heute, wie du das sagst, vor meinen Kindern genauso fassungslos und sag, was machst du hier kiffen? Du musst in die Schule, spinnst du eigentlich? Ja. Und er zu mir sagt, hallo, was willst denn du von mir? Sagt er? Ja, natürlich, sagt er mir dann. Und dann sagst du nichts mehr? Dann sage ich trotzdem was. Dann sage ich zu dem, aber ich bin alt und ich gehe arbeiten und solange du hier wohnst, läuft das. Sehr gut, das ist mal ganz was anderes. Genau. Wir machen Musik. Ja. Einen Sänger wie Peter Brings lädt man nicht in die Sendung ein, ohne dass es Musik gibt. Und wir haben heute 2 Musiken vorgesehen. Und als erstes ein Stück, das ihr wiederbelebt hat. Ein alter Hit von Zarah Leander war das, Nur nicht aufs Liebe weinen. Und es ist eine eurer bekanntesten Nummern geworden. Ja? Ist eine unserer bekanntesten Nummern geworden und ist auch wieder ein Schlager im Karneval geworden. Es ist ja ganz gleich, wen wir lieben und wer uns das Herz einmal bricht. Wir werden vom Schicksal getrieben und das Ende ist immer Verzicht. Wir glauben und hoffen und denken, dass einmal ein Wunder geschieht. Doch wenn wir uns dann verschenken, ist es das alte Lied. Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Freude und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss doch Lüge sein. Ich lüg auch und bin dein. Wir kamen von Süden und Norden, mit Herzen so fremd und so stumm. So bin ich die Deine geworden und ich kann dir nicht sagen, warum. Denn als ich mich an dich verloren, hab ich eines anderen gedacht. So war die Lüge geboren, schon in der ersten Nacht. Nur nicht aus Liebe weinen. Es gibt auf Erden nicht nur den einen. Es gibt so viele auf dieser Welt. Ich liebe jeden, der mir gefällt. Und darum will ich heute dir gehören. Du sollst mir Treue und Liebe schwören. Wenn ich auch fühle, es muss ja Lüge sein. Ich lüge auch und bin dein. Peter Brings, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das könnte ich mindestens 10-mal hintereinander hören. Oder? Ja, mir geht's genauso, aber leider kommt schon der nächste Höhepunkt der Sendung, nämlich unser legendäres, einmaliges, weltumspannend Begeisterung hervorrufendes, weil einzigartiges Zimmerfrei. Habt ihr was gehört? Das Zimmerfrei! Jetzt habe ich es gehört. Ein lebendes Bild für dich, Peter. Und du musst es erraten, da führt kein Weg dran vorbei. Oh, oh. Notfall. Ich brauche einen Reifen.
Ja, das ist ja wunderbar. Sind bei mir genau richtig. Ja. Ich habe hier das neueste Modell. Gucken Sie mal, das ist also wirklich, hier zeige ich es Ihnen mal. Oh. Ne, also da ist alles dran, was den heutigen Komfort bei so einem Reifen ausmacht. Und ich garantiere Ihnen, hier sehen Sie, ist absolut, ne, da ist also nichts mehr drin. Ohne Luft? Ja, wirklich überhaupt nicht. Wow. Also, ja, das ist Hightech. Fassen Sie mal an, überzeugen Sie selber mal. Das können Sie mir garantieren? Ja, sicher. Ja? Das ist unpumpable, wissen Sie. Ja. Unpumpable? Ja, ich sage Also Ihnen, wenn ich das schriftlich kriege, dann würde ich den nehmen. Kriegen Sie. Ich werde ja selber nichts kaufen, weil ich selber nicht irgendwie probiert habe. Ne? Also das können Sie auch ohne Zweifel jedem geben, der 100 Meter weit kommen soll. Noch nicht mal 50 Meter. Ich gebe das meiner Frau, wenn sie einkaufen muss. Und sage ich, Schatz, fahr mal. Der explodiert nicht, wenn ich da Luft dran... Wenn Sie mir das alles hier bitte genau aufschreiben, sonst glaube ich Ihnen das nicht. Ich schreibe es Ihnen auf und ich sage Ihnen, das ist unpumpel, das ist wunderbar, das ist das neueste Das ist Hightech. Ja, komm, hier, machen wir fantastisch. Ja, so, das ist ein Reifen ohne Luft. Ja. Das spart mir ja die ganze Fahrerei. Ja. Toll. Was sehen wir da? Worum geht's? Plattenreifen sehen wir. Plattenreifen, sehr gut. Platten ist doch Platten. Er will unbedingt einen Platten kaufen. Plattenküche. Ja, aber was macht denn der Plattenhändler, damit das alles mit rechten Dingen zugeht? Er schreibt ihm einen... Rechnung. Ein Abkommen sozusagen. Er schreibt ihm einen Vertrag? Genau. Plattenvertrag. Ein Plattenvertrag! Mit Tommaso Tessitori und Markus Kirschbaum. Ein Plattenvertrag, genial. Und das kann natürlich nicht ohne Preis sein. Und Riesenüberraschung, du kriegst den Original zimmerfrei Fanschal für Peter Brinks, meine Damen und Herren. Dankeschön, sehr schön. Wow. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie immer noch nicht genug haben vom Zimmerfrei-Bilderrätsel, bei uns unter www.zimmerfrei.de finden Sie Bilderrätsel en masse oder en masse, wie meine Oma gesagt hätte, die Sie selber raten können. Haben wir für Sie ein bisschen aufbereitet, also sollten Sie über einen Rechner verfügen, viel Spaß dabei. Und jetzt seid ihr wieder dran. Zimmer, gerne. Ja? Was ist denn das für ein Art Zimmer? Ich trinke mal einen Schluck, so auf den Schreck. Kannst gerne mitnehmen, wenn du willst. Peter wäre, wenn er nicht so ein genialer Musiker geworden wäre, auch Tierpfleger geworden. Ja. Welchen anderen Beruf hätten Sie gern gewählt? Wahnsinn. Weißt du, welche Tiere es gewesen wären, wenn du Tierpfleger geworden wärst? Ach nee, ich hätte da keine speziellen Tiere gehabt, aber im Zoo zu arbeiten, das wäre ein Traum gewesen. Warum denn? Ja, weil das einfach, ich habe im Zoo mal so eine Art Volontariat gemacht irgendwie. Das habe ich geschenkt bekommen zum Geburtstag. Das ist ein wahnsinnig, das ist einfach ein Wahnsinn, mit so Tieren zu arbeiten, sich um so Tiere zu kümmern. Ein normaler Mensch könnte sowas ja gar nicht bezahlen, sich Gorillas zu halten oder Tiger oder Elefanten. Hast du denn als Kind habt ihr Tiere zu Hause gehabt? Also der Vater meines Vaters ist, ich muss anders anfangen. Als ich 4 Jahre alt war, ist meine Schwester Maria auf die Welt gekommen. Und das war so ein kleines Mädchen, was ganz viel krank war, wo sich alle drum kümmern mussten. Und da ist der kleine Prinz Peter ein bisschen vernachlässigt worden. Und das hat mir wohl nicht gut getan. Und der Großvater hat sich sehr um mich gekümmert. Und der hatte eine Jahreskarte für den Zoo. Und der ist mit mir jeden Tag in den Zoo gegangen, wirklich jeden. Ich konnte von Anfang die Tiere alle sagen, wusste in welchen Gehegen welche Tiere waren. Und so ist die Liebe zum Zoo entstanden, nehme ich mal an. Aber warum haben Sie sich dann Dachdecker werden lassen wollen? Weil ich hatte einen ganz schlechten Hauptschulabschluss und ich glaube, man konnte nichts anderes außer Dachdecker mit diesem Abschluss machen. Auch kein Tierpfleger? Tierpfleger, also warum ich nicht auf die Idee gekommen bin, da zum Zoo zu gehen und das zu fragen, weiß ich eigentlich im Nachhinein gar nicht. Ich habe das auch nur ein halbes Jahr gemacht. Das war absolut nicht meine Baustelle, Dachdecker. Mit 18 war für dich völlig klar, das wird die Musik werden, obwohl es überhaupt noch gar keine Perspektive gab. Wieso war dir das so klar? Ich habe noch früher, ich habe mit ungefähr 16, 17 Lindenberg in der Kölner Sporthalle gesehen und war ganz klar, dass ich den Job haben wollte, keinen anderen. Toll. Ist es nicht toll, dass du jetzt hier sitzt und Musiker bist? Ja, klar. Gut. Vor allen Dingen ist es ein Riesenglück, dass ich da 3 Kinder mit großgekriegt habe und davon leben kann. Das ist ein absolutes Privileg. Jetzt kommt dieser geniale Satz deiner Mutter, die sagt, du kriegst im Leben nicht das, was du willst, sondern was du brauchst. Ist es genau das, die Musik, was du brauchst?
Ja, das ist überhaupt ein ganz wahrer Satz. Man kriegt nie, was man will. Man kriegt immer das, was man braucht. Also, das ist immer. Das bedeutet ja auch, dass das, was man bekommt, ist etwas, was dich weiterbringt im Leben. Das, was du willst, bringt dich nicht unbedingt weiter. Ne? Du hast vorhin unten am Tisch den lieben Gott. Du nennst ihn auch so, obwohl du katholisch bist. Ich finde, ich bin evangelisch und ich finde, in unserer Kirche, in meiner Kirche, ist der Gott etwas gütiger, einer nachsichtiger, und in der katholischen Kirche ist es strenger, aber für dich nicht. Für dich war der liebe Gott immer ein freundlicher, einer, der aufgepasst hat. Ja, mein lieber Gott. Mein lieber Gott hat mit der katholischen Kirche überhaupt nichts zu tun. Und ich habe auch mit der katholischen Kirche überhaupt nichts zu tun. Mit dem ganzen Bodenpersonal hier will ich auch überhaupt nichts zu tun haben. Es gibt einen wunderbaren Satz. Du schreibst für den Kölner Express, so eine Boulevardzeitung, Kolumnen. Und da war ein Satz: Wenn in Köln die Glocken läuten, kriege ich Angst. Warum? Weil es auch verlogen ist. Und man sieht ja jetzt immer wieder die ganzen Diskussionen, die wir mitgekriegt haben, die Aufklärung, was den sexuellen Übergriffen in der katholischen Kirche anging. Als es dann wirklich ans Eingemachte ging, wurde wieder gemauert. Die katholische Kirche geht hin und sagt zum Beispiel Kindergärtnerinnen in katholischen Kindergärten, wenn die geschieden sind und noch mal heiraten wollen, dass sie nicht weiterarbeiten dürfen. Du und ich bezahlen die aber mit unseren Steuern. Die katholische Kirche bezahlt das überhaupt nicht. Die reißen einfach noch das Maul auf und machen Gesetze. Und die dürfen Gesetze machen, ohne dass das abgestimmt wird in irgendeinem Bundestag oder so. Ich könnte dich jetzt noch weiter fragen, wann der liebe Gott wichtig war in deinem Leben. Aber ich finde, das war ein wunderbarer Schlusssatz. Ein sehr starkes Statement. Danke. Meine Damen und Herren, Eleganz hat einen Namen. Willkommen bei Zimmerfrei. Während ihr beiden euch da oben unterhalten, habe ich mit meiner eigenen Hände Arbeit eine hübsche Versuchsanordnung aufgebaut. Und ich erkläre euch gleich, worum es geht. Darf ich euch bitten, euch schon mal hinter der Bühne entsprechend ausstaffieren zu lassen, denn wir werden alle als Affen durch dieses schöne Spiel gehen. Entscheidend dafür ist für die Schlussphase des Spiels, dass wir im Publikum 3 von diesen Keschern, verstecken kann man nicht sagen, aber unterbringen. Und ich möchte sie möglichst weit hinten unterbringen, damit jeder was davon hat, meine Damen und Herren. Ich erkläre Ihnen gleich, worum es geht. Schauen Sie mal, haben Sie sowas Schönes schon mal gesehen? Nein, dann dürfen Sie es auch halten. So. Und da vorne die Dame in dem dezenten Rosa, in der 3. Reihe von oben. Ja, würden Sie es an Sie weiterreichen? So, Sie dürfen das auch gerne mal halten. Ach, ist das schön. Es sieht so ein bisschen aus wie das, was er am nächsten Tag nach dem Christopher Street auf der Straße wegfegen muss. Ja? Und da kommt schon Christine King Kong Westermann. Und Peter Cheetah Brings. So, was wir machen ist, wir haben einen kleinen Affenparcours vorgesehen. Der Affenparcours beginnt damit, dass wir hier 20 Sekunden auf diesen Podesten stehen und mit Affenlockrufen Affen herbeirufen. Diese Affen werden dann hier Platz nehmen. Sie werden von uns mit dem Munde entlaust. Sie haben überall Süßigkeiten, die wir wegpicken müssen. Wie appetitlich. Wenn wir damit fertig sind, werden wir aus diesem Eimer je eine Kokosnuss holen mit unserem Läuse-Wegpick-Partner. Stirn an Stirn eine Kokosnuss zu diesem Korb hin transportieren. Sobald das geschehen ist, gehen wir ins Publikum und uns einen dieser 3 sorgfältig untergebracht, Sie haben gesehen, wie sorgfältig ich die untergebracht habe, dieser 3 sorgfältig versteckten Kescher, holen Sie runter, befreien damit die wunderbare kleine Barbie-Puppe, rein King Kong-technisch, die sich da auf dieser Säule befindet, auf diesem Empire State Building. Okay. Das ist unser fantastischer Affenparcours und ich würde sagen, auf los geht's los. Bitte hier drauf und Affenlockgeräusche machen. Wann macht der nicht? Was ist 20 Sekunden rum? Was ist denn da? Da ist er. Jetzt. Das ist ekelhaft. Komm.
Ja, meine Damen und Herren, das Spiel ist gespielt und ich weiß nicht genau, wer gewonnen hat, aber ich habe jedenfalls die Blondine. Aber da ich zu unserem Gast höflich bin, sage ich fast Gleichstand. Für dich gibt's eine Banane, Peter. Vielen Dank, ihr Affen. Peter, soll ich dich mal raushelfen? Ja. Dahin. Komm, wir gehen hierher. Wir sollen uns das gegenseitig ausziehen, ne? beim Ausziehen helfen. Das ist gar nicht so leicht. Ja, boah. Mir war ganz klar, musste man jetzt die ganzen Dinger da essen, die ja auch... Nee, nur runterreißen mit dem Mund. Hast du alle runter? Hast du Nein, ich habe, nachdem ich ungefähr einen festen Meter Kunstfaser im Mund hatte... Ja, den habe ich mitgegessen. Ja, bah, total eklig. Ich habe davon abgesehen. Würdest du mich auch aus diesem hübschen Kostüm befreien? Ist ja komisch, dass du mich nicht fragst, oder? Ich habe doch würdest du gesagt. Ja, der hat dich gemeint auch. Na gut. Ich war nur schneller. Ah. So. Puff. Oh. Ja, hat es Ihnen gefallen, meine Damen und Herren? Ich kann nicht mehr. Peter, Champagner oder Wein? Es ist Weißburgunder. Willst du Champagner weiter trinken oder Ja, Wein? lieber... Dann nimm mal Götzis Glas und wir trinken aus einem. Nee, mein steht da hinten. Ich hol das gerade. Nee, lass mal ruhig hier. Okay. Nimm mal ruhig Christines Glas. Okay. Andere würden sonst was dafür geben. Ein Kompliment, Ah, ja? ganz schön. Du bist einer zum Anfassen, sagst du von dir. Peter Brinks oder Peter Brinks? Man sollte sich anfassen. Ich glaube, ich habe den halben Weltgorilla-Bestand verspeist Wann gerade. wird es denn schwierig? Weil du bist unheimlich, also ihr seid unheimlich beliebt mit eurer Band und wenn du da reinkommst, rasten alle aus, vor allen Dingen die Frauen. Wann wird's dir zu viel? Ich habe eine Situation gehabt, ich weiß gar nicht, ob man das im Fernsehen erzählen darf. Da haben wir in einem großen Saal in Köln gespielt und ich bin, als ich in den Saal, bei uns muss man sich so vorstellen, wir haben keine Garderoben, gerade in der Karnevalszeit. Du bist für jeder Mann Lava und so, die können dich auch an, waren Mädchensitzungen. Und eine Dame war schon die... Mädchensitzungen, für alle, die es nicht kennen, sind nur Frauen. Ja, es sind nur Und Frauen. Mädchen. Im Publikum. Manche Ja. Mädchen. Es sind meistens Frauen und selten Mädchen. Das nennt sich schon Mädchen. Das muss man mal ganz klar so sehen. Das hieß Damensitzung. Viele Mädchen, keine Damen. Richtig. Ja. Und die war auch schon vorher so und wollte die ganze Zeit. Und dann ich war auch nett und habe dann überall drauf geschrieben, wo sie wollte und war noch alles in Ordnung. Und dann war der Auftritt vorbei und ich wollte schnell in die Literatenbar, weil man da so ein bisschen Ruhe hatte und ich da raus wollte. Und diese Frau wartete am Ausgang des Saales und ich lief los und ich hatte zu der Zeit noch längere Haare und packte mich hinten am Zopf und zog mich zurück. Und da habe ich zu Stefan nur gesagt, lass es ein Typ sein. Ich hätte die Direkt-K.O. geschlagen. Das hat so weh getan. Und es gibt Leute, die gehen über Grenzen, die dann haben dann zu viel getrunken und dann wird's schwierig. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite habe ich auch Verständnis dafür. Die sind aufgeregt, die sehen einen zum ersten Mal so und können ihn anfassen. Ich habe da auch viel Verständnis für. Und ich denke mir dann auch immer, wenn dich keiner mehr anfassen will, ist auch scheiße, oder? Ja, stimmt. Aber es kostet schon Kraft, ne? Ja. Ihr habt in der Karnevalszeit 30 Auftritte pro Woche, also mindestens, oder? Wobei man sagen muss, das sind keine abendfüllenden Auftritte. Im Karneval ist es üblich, dass man für wie lange auf die Bühne geht? Nein, es ist schon Halbes abendfüllend. Stündchen, Viertelstündchen? Ja, aber ihr halbe besucht Stündchen. Ja, 10 und dann weiter direkt zur Sitzungen am nächsten Abend, oder? Sitzung. Ne? Ihr geht Ja, genau. Du gehst eine halbe Stunde drauf, dann ab in den Bus und dann zack in die nächste Sitzung. Im Bus hast du die Möglichkeit, ein bisschen trocken zu werden und dann geht's wieder raus. Ja. Das Schlimme ist, dass man keine Auszeiten hat und eigentlich durchgehend den ganzen Abend auf der Bühne bist. Weil du hast in der Garderobe, man kennt das, irgendwie sagt man mal ab und kann mal so da sitzen. Das geht da gar nicht. Das geht die ganze Zeit durch. Habt ihr Rituale zu Beginn der Session, dass ihr sagt, Leute, wir stehen das durch oder so? Ja, viel joggen, viel laufen, Ja. also sich versuchen, so körperlich fit zu halten. Wenig Alkohol. Bei uns ist ja immer so, an Aschermittwoch fangen wir an zu feiern. Also, dann machen wir Fass auf. Meistens ist Karnevalssonntag unser letzter. Dann hast du doch noch Rosenmontag und den Dienstag. Dann sind hier ein Viertel die Züge. Dann gehen wir mit unseren Kindern, soweit dann von uns noch irgendeiner gehen kann. Das muss man wir müssen ja die ganze Zeit in 2 Tagen nachholen. Ja. Das ist echt anstrengend. Alaf, kann ich da nur sagen. Genau. Ja. Jetzt kommt aber jemand, der dich sehr, sehr mag und der gerne was ganz Nettes und Liebes über dich sagen möchte. Bitte schön.
Liebe Peter, ich habe heute die Ehre, über dich zu sprechen, was ich natürlich auch sehr, sehr gerne mache. Wir kennen uns zwar jetzt noch keine 30 Jahre, ever. Das, was ich von dir bisher weiß, das finde ich einfach super. Du bist ein sehr sozialer und liebenswerter Mensch, was ich sehr, sehr schätze. Und du erfindest dich mit deiner Band immer wieder neu, im Gegensatz zu deinen Kollegen. Haha! Entschuldigung, das Morderus. Und außerdem muss ich als weibliches Wesen auch mal sagen, was ich ganz besonders lecker finde an dir. Du hast Ausstrahlung und so was Verwegenes an dir. Und von daher bist du für mich praktisch der kölsche Johnny Depp mit schönen Schuhe. Das war Gabi Köster, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen kleinen Satz noch. Was hast du heute an? Die sehen völlig normal aus, oder? Ja. Die sind sehr schön. Beetle Boots. Ich ganz normal, meine Schuhe, meinst du? Ja, weil sie sagt, du hast sehr schöne Schuhe. Hast du mehr als eine Frau? Schuhe, nee. Ich habe jetzt nicht besonders viele Paar Schuhe. Ich habe so 10 oder so. Peter Brinks, die Imelda Markus des deutschen Rock, meine Damen und Herren. Christine Westermann, die Göttin der Morgenröte, und meine Wenigkeit werden uns nun hierher begeben zum nächsten Spiel. Wir haben eine Kleinigkeit vorgesehen, die mit dem Beruf von Peter Brinks zu tun hat. Rockstars sind bekannt durch einen speziellen Vorrat an Gesten. Ja, ich habe so das Gefühl, das müssen wir abrufen. Gerade auch Schauspieler, die Rock singen in ihrer Freizeit, haben sich diese Gesten als erstes nach dem Method-Acting-Prinzip vor dem Spiegel angeeignet. Und wir wollen uns ein bisschen auf Vordermann bringen lassen. Wir haben einen der größten Rockstar-Gesten-Experten der westlichen wie der östlichen Hemisphäre da. Bitte begrüßen wir unseren Freund Ozan Akan. Gar nicht wiedererkannt, unglaublich. Yeah, man, are you okay? I'm ready. Good evening, ladies and gentlemen. Wenn du ein richtiger Rocker werden willst, du musst 5 Rocker-Bewegungen machen. You know what I mean? Ja, come on, baby. Das ist 5 Rocker-Bewegungen. Peter, geh mal noch mit. Okay. Achtung, jetzt kommt hier die Nummer 1. Yeah. Come on, Schritt packen. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Die Nummer 1. You merken, yeah? You know what it? Alright. Und dann kommen wir 2, das ist einfach Arschbewegen. Yeah, man. Come on, 2, Arsch, yeah. Ja, sehr schön. Okay, dann kommen wir so 3. Hier ist noch was. Come on, yeah. Opa, Luftgitarre. Yeah, okay. 3, Luftgitarre. Yeah, baby, yeah, come on, come on. Yeah, baby, come on, come on. Okay, jetzt kommt die Nummer 4. Devil. Yeah. Das muss ich wirklich machen. Okay, you know, das ist you know. Ja, mach mal, das ist Peter. Guck mal, das ist falsch, der geht so. Ah, ja, okay. Verstehst du? Genau, so geht er. Okay, Peter, you're right. You're right. Jetzt kommen wir nochmal fahren, das ist Nummer 5. Yeah, come on, baby. Ole, hopp. Hey, come on. Rocker. Musik ab, yeah. Come on. Okay, ich sage jetzt Nummer 5. Nummer 4. Ah. Nummer 1. Ja, genau, so. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 2. Arschbewegen. Komm mal mit. Ja, Nummer 6. Komm mal. Hey, komm mal. Komm mal. Oh. Nummer 6. Hey. Nummer 6. Haben wir gleich gemacht. Nummer 5. Ich war gerade noch auf 5. Ja. 4. Devil. Okay, Nummer 3. Come on, baby, come on. Yeah. Nummer 1. Yeah, okay. Come on. Yeah. Yeah, thank you very much. Yeah, come on. Oh, Mann. Oh, yeah. Fantastisch. Wer hat's am besten gemacht, Ozan? Who was the best? Who was the best? Yeah, I think No, Christina. no way. No way. Yeah, Christina, komm mal. Finde ich auch, Christine. Ganz klar. Ja, Gentlemen, all right, Vielen Dank. Ozan Akan, meine Damen und Herren. Ozan Akan. Ozan, danke. Schön. Du sagst es? Wo sollen wir hin? Hier, die Getränke sind aber da. Dann Jürgen, bleib. was machen wir jetzt?
Moment, wir retten, was zu retten ist. Ach, ja. Jetzt kommt noch mal unser Kollege Lutz van der Horst. Und der war bei jemandem, der dich gut kennt und der so ein bisschen was von dir erzählt. Guck mal. Nee, wat war das doch früher ne super geile Zick. Mit Tränen in der Auge luh ich manchmal zurück. Bin ich hück, ob der Roll nur noch halb so doll, doch rück nach, weiß ich nicht, wie das Ende soll. Dankeschön, thank you. Woo! Danke. Vielen Dank. Wahnsinn, der Applaus, den wir eingespielt haben, ist begeistert. Stefan Stoppock steht neben mir. Tag. Guten Tag. Langjähriger Kollege, ist ja eigentlich aus dem Ruhrgebiet, groß geworden in Essen. Ja. Und Peter Brinks ist ja wirklich Kölsch. Funktioniert das zusammen überhaupt? Es hat eine ganze Zeit gedauert. Also Ehrlich? Für mich hat es als Ruhrgebietler wirklich eine ganze Zeit gedauert, mich an das Kölsch oder die Kölner zu gewöhnen. Aber dank Peter Brinks auch habe ich sie dann doch am Ende lieb gewonnen. Ehrlich? Ja. Gab es dann auch Kommunikationsprobleme? Hast du ihn manchmal nicht verstanden? Ja. Am Anfang habe ich gar nichts verstanden, aber das war ja auch das Gute daran, Ja. dass man übers Gefühl viel gemacht hat, einfach nicht über die Sprache. Und dadurch ist man sich natürlich direkt intensiver näher gekommen. Gab es dann auch mal Stress sonst? Oder hat er sonst auch mit anderen mal Stress? Peter mit anderen Stress, der hat mir mal erzählt, ich krieg's aber nicht mehr genau zusammen, irgendwann mal in den 90ern hat er vom anderen Peter, von dem kleinen Peter, Peter Maffay. Ja, genau, da hat er mal irgendwie einen auf die Fresse gekriegt. Und das hat er mir erzählt und sagte, ja, weil er sagte, fand den immer doof, aber danach fand er den irgendwie so nicht mehr ganz so doof. Also hat er richtig Respekt. Also muss man eigentlich ihn nur mal auf die Fresse hauen, dann steht man gut bei ihm. Das weiß ich jetzt, so generell würde ich das nicht sagen. Wenn ich den Namen Peter Brinks sage, an was denkst du da als allererstes? Rock'n'Roll und Karneval. Okay. Auf jeden Fall. Da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Und ja, dass er mit seiner Band es wirklich geschafft hat, den Karneval so in die Neuzeit rüber zu retten, mit allem, was dazugehört. Also er ist ein authentischer Typ? Das auf jeden Fall. Ist mir immer sehr angenehm aufgefallen. Und das mag ich auch sehr bei Leuten, wenn die auf der Bühne eben nicht verstellt sind. Bei Peter ist das 1:1. Okay. Also früher hätte man authentisch gesagt, aber sagt man ja nicht mehr. Ja, schön. Stoppock, vielen Dank. Bitte schön, gerne. Und das haben wir eben super gemacht, oder wie ich gesungen habe. Ich würde sagen, ich bin ja fast schon in deiner Band. Wir singen noch mal zum Abschied was Schönes. Du hast ganz gut gesungen und ich würde auch total gerne jetzt noch mal mit dir, aber leider ist jetzt meine Gitarre schon im Auto. Also wenn du jetzt, können wir vielleicht nächstes Mal machen. Lutz van der Horst, und wir sprechen mit Stefan Stoppock, auch einer Legende der Rockmusik. Gerade zu unser heutiger Zimmerfreigast Peter Brinks. Ja, da fehlen mir die Worte. Ich bin totaler Fan auch von dem. Stefan Stoppock ist der totale Wahnsinn. Also ich würde sagen, nach Udo einer der besten deutschen Texter. Der Gerd Köster gehört auch noch dazu, das ist ein Kölner hier. Das sind so War ein lieber Zimmerfreigast. Ja, es sind alles so meine Helden. Also da bin ich habe jetzt so ein Herz. Das finde ich richtig klasse. Was habt ihr mir gegeben, damit ihr darüber redet? Flasche Bier. War teuer, ne? Das ist toll. Ich fand es schön, was er gesagt hat, dass der Kölner eigentlich an sich nicht fremdelt. Der kommt mit allen zurecht. Der kommt mit den Westfalen zurecht, mit dem Ruhrgebiet. Aber was macht es so schwer, also wenn er sagt, da braucht man ein bisschen als Ruhrgebietsmensch, um an die Kölner ranzukommen. Hast du eine Ahnung, warum? Also ist man zu herzlich oder zu schnell nah dran in Köln? Ach, ich glaube, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, dann glaubt man immer nur, man wäre hier angekommen. Das ist ja gar nicht so. Die Kölner, die tun immer so, als wenn sie alle gerne haben. Aber es dauert auch eine Zeit lang, bis es dann wirklich so ist. Stichwort gern haben. Was war mit Peter Maffay? Dem habe ich gesagt, dass er ein Schlageraffe ist. Und da war er betrunken und hat er mir in einem Hotel dann aufs Maul gehauen. Ganz einfach. So, und dann hatte ich so einen ganz großen Manager, der hat den dann hinten so festgehalten und in die Glasvitrine geschmissen. Da war es vorbei. Ach, das waren ja herrliche Zeiten. Ne? Ja, da wurde noch Fett mit O geschrieben. Da ging es noch richtig ab. Da wurde gar nicht diskutiert und so. Ja. Andererseits habe ich das nie so verstanden, dass also zum Beispiel Deutschsingende, ich will jetzt mal großzügig nenne auch die Sprache, in der du singst, ist schon ja auch so eine Art Deutsch. Dass Deutschsingende Rockmusiker sich immer von den Schlagersängern so absetzen wollen. In anderen Ländern hätten sie den Schlager
quasi bereichert mit ihrer Musik und hätten diese Zwiespalt ist nur bei uns. Ja? In Frankreich ist alles Chanson, in England ist alles, in Spanien, nee, Quatsch, Italien ist alles Canzone. Nur bei uns ist das so eine Abgrenzung. Und ich hätte es eigentlich viel besser gefunden, wenn wir alle am selben Strang gezogen hätten. Dann wäre das Wort Schlager auch nicht mit so einem schlechten Ruf behaftet gewesen über so lange Zeit. Gebe ich dir heutzutage auch absolut recht. Ich war, dieses ganze Kistendenken oder Schlager oder Nicht-Schlager sehe ich heute auch ganz anders, weil wir machen eindeutig Schlager. Wir machen Karnevalsschlager heute. Das muss man ganz klar sehen. Und ich finde eigentlich nur schrecklich, wenn Leute über irgendwas singen, was keinen Sinn hat. Also es gibt gute oder schlechte Texte und Schlager hin oder her. Schlager bedeutet ja eigentlich nur ein populäres Lied, nichts anderes. In deutscher Sprache. Also da war ich auch ein bisschen baudierter als junger Mann und war dann eher so die Lederjackenabteilung. Und was mich, glaube ich, so gefuchst hat, dass jemand gedacht hat, wenn er sich eine Lederjacke anzieht, dass er dann auch ein Rockmusiker war. Und das habe ich ihm so gesagt. Und dann war zu viel Alkohol im Spiel und kleine Menschen werden dann auch schnell böse. Und Ihr habt euch dann noch ein zweites Mal gesehen und dann ist was passiert, Peter Maffay und du? Wir haben, das ist am nächsten Tag, es war sowieso ganz geil. Er hat gerade eine Kampagne gemacht, der Herr Maffay, die hieß Helfen statt Hauen. Und das war ein bisschen kontraproduktiv. Und er hat mir dann am nächsten Morgen auf meinem Zimmer im Hotel einen Mont Blanc-Kuli von ihm gegeben, wo Peter Maffay drauf stand. Das fand ich richtig kacke. Also, ja. Und wir haben uns dann nicht mehr gesehen. Und ich habe ihn jetzt noch mal gesehen, also im Fernsehen, in so einer Biografie über den Lindenberg. Und die haben sich ja dann auch zwischenzeitlich die Band geteilt. Ja. Und ja, ich sehe das heute auch ganz anders. Ich finde, der hat seinen Weg gemacht und auch gegen alle Widerstände. Es ist dasselbe Publikum geblieben bei ihm. Er hat halt nur eine Lederjacke an. Das ist halt so, Aber sieh mal, Bill Haley hat zeitlebens nie eine Lederjacke getragen. Und was für ein Rock'n'Roller war das? Ja, es ist auch Quatsch. Ich sehe das heute auch nicht mehr so. Ich finde auch, wie gesagt, es gibt gute und schlechte Musik. Ende. Genau. Und was gute Musik ist, das bestimmen wir. Ne? So sieht's aus. Wie lange willst du noch warten, bis du Udo Lindenberg anrufst und ihn fragst, ob er nicht Lust hat, mit dir zu singen? Also wir haben das ja versucht zu unserem 20-Jährigen. Und also ich weiß auch gar nicht, ob ich den jetzt noch mal anrufen würde oder ihn fragen würde. Wir haben es jetzt einmal versucht, da hat er gesagt, irgendwie, da ging es nicht. Und warum auch immer. Ach so, er hat schon gesagt, nee. Ja. Es ist auch manchmal so, ich sage jetzt mal so, manchmal ist es besser, wenn die Helden in deiner Erinnerung so bleiben, wie sie sind und man muss sie nicht unbedingt kennenlernen. Das könnte enttäuschend sein. Ja, das stimmt. Ne? Das stimmt. Und ich habe ein schönes Bild und ich denke immer gerne an ihn. Ich glaube auch, dass er einer der prägenden Leute in unserem Land ist, was so Sprache und so Lyrik angeht. Und er wird in 200 Jahren mal sowas sein, was Goethe heute ist. Genug von mir geredet, meine Damen und Herren. Wir wollen jetzt wieder Musik machen, Peter. Eine deiner berühmtesten, ja man kann sagen, Hymnen in Kölscher Mundart wollen wir jetzt gemeinsam spielen. Heimjon. Ja? Ja. Und meine Damen und Herren, Sie haben ja gerade schon die nötigen Accessoires reingereicht bekommen. Wir würden uns freuen, wenn Sie ein bisschen mittun bei Heimjon. Oh, ist das schön. Ist ja wie Weihnachten hier. Ja. Fehlt nur noch der Sauerbraten deiner Schwiegermutter. Komm, lass mal Heimjon. Bring mich nach Haus, lass mal endlich heim, und mach die Lichter aus. Ma wollen nicht opüre, wer den am schönsten ist. Lass mal endlich heim, und lass mich nicht im Riss. All die Clowns, die schlafen lang und die Apfelseen im Stall. Bist du still, dann hörst du sie lachen, hey und überall. Der Boden klebt wie Ruß am Montag, das war eine lange Nacht. Da wir zwei die Letzte sind, wer hätten das gedacht? Komm, lass mal heim, Jon, bring mich nach Haus. Lass mal endlich heim, Jon, und mach die Lichter aus. Man wollen nicht opüren, wer den am schönsten ist.
Lass mal endlich heim, Jung, und lass mich nicht im Riss. Der letzte Fass ist lange leer und die Musik, die ist still. Das ist die Zeit zwischen Tag und Nacht, wo ich längst weiß, was ich will. Mit dir durch leere Straße, Jung, der Tag fängt langsam an. Es ist gut, wenn man eine Hand zu dem man sagen kann. Komm, lass mal heim, Jung, bring mich nach Hause. Lass mal endlich heim, Jung, und mach die Lichter aus. Ma wollen nicht du Püre, wer den am schönsten ist. Lass mal endlich heim, Jung, und lass mich nicht im Rest. In meinem Kopf dreht sich alles im Kreis. Ich mach mir kein Sorge, weil ich ganz genau weiß. Du bringst mich heim, bringst mich zurück, denn du bist mein Glück. Komm, lass mal heim, Jung, und bring mich zurück. Komm, lass mal heim, Jung, bring mich nach Hause. Lass mal endlich heim, Jung, und mach die Lichter aus. Ma wollen nicht du Püre, wer denn am schönsten ist. Lass mal endlich heim, Jung, und lass mich nicht im Rest. Lass mich nicht im Rest. Udo Lindenberg am Akkordeon. Peter Brings, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Wunderbar. Danke. Und nun ist es an der Zeit, ein Urteil abzugeben. Freundinnen und Freunde im Studio, zeigen Sie und vermitteln roter oder grüner Karten. Soll, darf, muss, kann Peter Brings bei uns einziehen. Hoch mit den Karten, meine Damen und Herren. Und da ist die Sache eindeutig. Keine einzige rote, aber 853 Milliarden grüne Karten. Die sprechen eine deutliche Sprache. Bitte bleiben Sie dran. Gleich kommt die Vivaldi-Show. Und das war Zimmerfrei. Das gibt's nächste Woche wieder mit Christine Westermann. Vielen Dank, Christine. Und der Star des Abends war Peter Brings.